zusammen, ich bin Anita. Und ich bin Laura. Und ihr hört gerade eine neue Episode vom Skorpion und Jungfrau Podcast. We're back! Ja, schon lange nicht mehr podcastet. Ist das ein Verb? Ja, es ist jetzt ein Verb. Wieder vereint, Laura? Ja. Hast du es vermisst? Ja, sehr. Ja, ich auch. Nein, ich habe es wirklich auch vermisst. Das ist halt, ja, wenn man nicht da ist. Ich bin ja, für die es nicht wissen, ich bin 4 Monate in Finnland gewesen. Und das ist nicht der Hauptgrund, wieso wir aber ja, es ist ein bisschen speziell wieder zurückziehen und so. Aber ja, cool, dass wir das Projekt so weiterführen können. In dem Tempo, wo wir das gerne wir haben vorher gerade gesagt, ja, die Welt kann es nicht handeln, wenn schnell zu viele Folgen rauskommen. Genau, das ist auch für all die lange brauchen, um ein Buch fertig zu lesen. Ja, Betonung fertig. Spoiler alert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Heute reden wir über das Buch On the Rooftop von der Margaret Wilkerson Sexton. Laura, du hast das Buch ausgewählt. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, um was es geht? Oder einfach so ein bisschen Thematik? Ja. On the Rooftop spielt in San Francisco von den 1950er Jahren. Es geht um die Vivian. Sie hat 3 Töchter, Ruth, Esther und Chloe. Und die 3 bilden eine Jazzband, die The Salvations heisst. Auch ziemlich sinnbildlich der Name. für eigentlich so die Thematik. Sie haben wöchentliche Auftritte und sie tun eben immer auf der Rooftop, also auf der Dachterrasse von ihrem Haus üben, haben sie die Rehearsals und darum heisst das Buch auch so. Und die Thematik in diesem Buch ist so ein bisschen, dass die 3 Frauen älter werden und eigene Geschichten, eigene Träume haben und man sich eben dann so ein bisschen fragt, ja, wem sein Traum ist eigentlich, das berühmt werden und welche Rolle spielt die Mutter. In dem Innen, es ist ein Familienporträt und es geht aber auch um Musik und es geht zum Beispiel auch um die Gentrifizierung vom damaligen San Francisco. Ja, und ich habe meine Hausaufgaben zum 2. Mal in der Geschichte von diesem Podcast nicht gemacht, habe es nicht fertig gelesen. Und ich habe Anita geschrieben und gesagt, ja, findest du das Buch nicht doch ein bisschen langweilig? Das war aber deine Wahl. Ja, es war meine Wahl, darum habe ich gedacht, das Mal ist vielleicht ist okayer. Ja, und darum weiss ich nicht, ob wir gleich zur Bewertung kommen. Ja, können wir machen. Also zuerst mal merci für die Zusammenfassung oder den Überblick. Ja, willst du sonst, wenn du sagst, du hast das Buch langweilig gefunden, gerade mit der Bewertung anfangen? Ja, also ich gebe ihm wirklich einfach 1 Stern von 5. Ja, also es klingt mir so tragisch, weil es wäre so eine coole Story. Irgendwie auch, eben, ich habe so viel erwartet. Vielleicht ist das auch das Problem. Ja, ich habe nie Erwartungen. Das ist ja. allgemein im Leben nicht. Und das ist noch gut. Ja, nein, das reden wir dann noch. Ja, ich habe so viel erwartet. Ich habe so das Gefühl, mega cool, Musik, irgendwie noch so ein bisschen Thema Race und Amerika, whatever. Und es ist halt einfach wie, aber es ist, wie du hast auch gesagt, mir schon, das Buch fängt wie langsam an und es baut sich so langsam auf. Es ist für mich, also es ist einfach auch ein bisschen inhaltslos, obwohl die einzelnen Themen sicher auch wichtig sind. Es hat schon einzelne Stellen, die einem so ein bisschen packen, aber also ich habe dir dann gesagt, ja, ich lese es im Fall nicht fertig. Auch, also wirklich fair enough. Das kannst du jetzt mit anderen Büchern füllen. Ja. Wie hast du eigentlich von dem Buch erfahren? Elizabeth Gilbert hat es vorgeschlagen. Aha, okay. Und ich glaube ja alles, was mir meine Gurus sagen, oder? Wenn dann alle den gleichen Geschmack, das ist halt damals so. Ja. Ja, aber blöd, klar, dann hast du dich hohe Erwartungen gehabt. Ja, genau. Okay. Und ich habe noch lachen, weißt du, so die Zitate auf dem Buch, wo doch auch so sagen, so, ja, irgendwie steht da so, it will get inside your heart, break it wide open and stay there for a long time. Also dann reden wir vom gleichen Ja, Buch. das habe ich auch in meiner Version. Welche Bewertung gibst du? Aber wahrscheinlich hast du irgendetwas Positives zu sagen. Ja, die Idee ist cool. Aha, okay. Ich weiss nicht, ob ich einfach einen guten Tag hatte, wo ich Bewertung gemacht habe, weil ich hätte jetzt
3 Sterne Okay. geben. So. Ja. Bei mir, das ist für mich so 0815 Bewertung eigentlich gesagt, weil ich gebe selten einem Buch 5 Sterne, aber auch selten unter 3. Genau, ich habe es tatsächlich gelesen. Ich habe auch nicht das Problem mit langsamen Büchern, weil das ist so der Pace, wie man sagt, ist recht langsam. Vielleicht der Reihe nach. Was habe ich gut gefunden? Ich habe all die Sachen, die du angesprochen hast, auch gut gefunden. Die Thematik an sich, die verschiedenen Sachen, die auch wichtig sind zum Ansprechen. Ich habe es auch gut gefunden, dass das Buch aus mehreren Perspektiven ausgeschrieben wurde, also von der Mutter wie auch von den 3 Töchtern. Die Idee dahinter war, dass man von allen so ein Perspektiven hat und keine Ahnung, die Mutter denkt vielleicht etwas und die Tochter versteht es anders. Die Thematik Showbusiness und so, etwas, wo ich jetzt nicht persönlich kenne. Und auch ein bisschen das mit, ja, wir werden ja darüber noch reden, eben, wessen Traum ist das jetzt eigentlich wirklich und halt die Industrie und was das vielleicht auch mit einem macht und so. Was ich nicht so gut gefunden habe, ist, dass es ein bisschen oberflächlich war. Also, auch das Zitat, das du vorgelesen hast, finde ich jetzt so lustig. Was was ist es? It will get inside your heart. Es geht, weil es ist wie nichts passiert, wo so deep war. Klar, gewisse Sachen wie, also die Mutter, muss man vielleicht sagen, der Mann ist ja gestorben, wo die jüngste Tochter, glaube ich, erst gerade auf die Welt kam, ist ein Jahr, irgend so etwas. Und das ist sicher auch schwierig, aber das Buch hat mich wie nicht berührt. Und auch die ganzen Persönlichkeiten von ihnen, sie haben mich nicht so berührt, weil es ist nicht so tiefgründig war, ehrlich gesagt. Und also für mich, die Charaktere sind sehr oberflächlich geblieben. Und klar sind gewisse Sachen angesprochen, wo ja jetzt ohne irgendwie Trigger Warning oder so etwas, wo traumatisierend passiert ist. Und dann denkst du, okay, das hat sicher also eben mega einen Einfluss auf die Person, aber es ist dann wie nicht mehr richtig angesprochen worden. Und also glaubst doch schon mal, wo sie irgendwas mal gesehen hat, noch von weitem oder so. Ja, also aber es geht um sexuelle Gewalt. Ja, genau. Das war die einzige Szene, die etwas mit mir gemacht hat im Fall. Ja, also es gibt eigentlich viel, wo man kann sagen, to unpack, was ich meine. Du hättest viel können, so psychologisch noch, also mit allem jetzt, aber es ist wie nicht gemacht worden und ich finde die einzelnen Storylines von der Idee her wirklich gut, aber dann gegen Ende habe ich ein bisschen abrupt gefunden, weil man hat das so wie aufgebaut und dass jetzt die Mutter mega enttäuscht ist und was auch immer, aber am Ende hat es eigentlich gefunden, ja, wenn es für euch gut ist, ist es gut und irgendwie, es ist boring. Es ist wie nicht... Es hat kein Drama gegeben. Es hat aber genug Drama gegeben und dann einfach so aus dem Nichts ist es wieder bereinigt. Das hat nicht so Sinn gemacht für mich. Für mich ist es so wie... Es hat sich ganz ehrlich, aber ich kenne die Autorin nicht und alles. Es hat sich so wie angefühlt, wie dass sie eine Deadline hatte, dass sie jetzt das Buch fertig schreiben und dann hat sie halt schnell noch irgendwie ein Ende müssen anzaubern. Also so hat es sich für mich angefühlt beim Lesen. Ja. Vom Schreibstil her und so habe ich es gut gefunden, also jetzt nicht spektakulär, aber auch nicht schlecht. Es ist sicher etwas eher für Leute, die eine Story gerne haben, die sich ein bisschen langsam aufbaut und so. Mehr als 3 Sterne liegen bei mir jetzt nicht drin. Ja. Ich habe mir noch überlegt, ob wir wie das falsche Buch von ihr haben gelesen haben, weil die Autorin Margaret Wilkerson Sexton hat nämlich für ihr neuestes Buch den Kafka-Preis bekommen. Und nein, ich denke, vielleicht hat sie sich ja jetzt verbessert. Das ist einfach wie, wir wissen es nicht. Vielleicht lese ich dann mal noch etwas vor. Also wir haben ja jetzt gesagt, wir würden so ein bisschen über die übergreifenden Themen reden, weil wir eben, also wir haben jetzt auch keine Zitate, die wir vorlesen, das funktioniert jetzt in dieser Ausgabe alles ein bisschen anders. Und ein Thema war ja eben so ein bisschen Träume vor Mutter, genau. So ein bisschen auf die Kinder übertragen. Also was sind vielleicht auch Erwartungen, wenn man aufwächst, ja, in einer Rolle als Tochter, Sohn, was auch immer. Und wie sich die dann aufs Leben auswirken. Und du hast mir ja gesagt, eben, das sei im Moment so ein bisschen ein Thema, auch bei anderen Prominenten, wo so in den verschiedenen Dokus und ein Thema ist. Gell? Ja, also ein Buch, das ich gelesen habe und dem auch wirklich 5 Sterne gegeben habe, ist von der Jenny McCurdy, I'm Glad My Mom Died, ist, glaube ich, der Titel. Sie war Schauspielerin gewesen. Sie hat Sam Puckett, oder ich weiß nicht mehr genau, den Nachnamen heisst, bei iCarly gespielt. Und sie ist wirklich in die Industrie eigentlich von der Mutter hineingezogen worden. Und es ist wirklich, also das Buch ist sehr gut geschrieben worden, aber auch wirklich zum Teil auch schwer verdaulich, was alles so war. Ja, aber du denkst dir auch, wie kann ein Kind glücklich sein, dass die Mutter gestorben ist, aber eben,
natürlich auch sehr manipulativ gewesen und ja, ich wollte jetzt auch nicht in zu viel Details gehen, was dort alles gelaufen ist, aber dort, das ist das Buch, über das viele geredet haben, einfach eben wie, wenn die Eltern das von einem wollen. Das Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber auch jetzt mega ein Hit war, war von der Britney Spears. Ja. Die Woman in Me, auch über ihre Kindheitsindustrie, was auch das mit ihr gemacht ist, ist ja ein Kinderstar gewesen und dann halt Sängerin und ja, wir wissen wahrscheinlich, also alle, die älter sind als, keine Ahnung, 20, 25, ich weiß nicht, ich will mich jetzt alt, wenn ich das sage, aber wirklich so, was in der Presse, was man halt ein bisschen mitbekommen hat und so ihre Mental Breakdowns und keine Ahnung was, leider und viele Leute wahrscheinlich auch gar keine Ahnung haben, was bei ihr genau los ist und so und das wird jetzt auch alles in ihrem Buch thematisiert. Und etwas anderes, ein bisschen random ist vielleicht, aber ich habe so ein Doku auf Netflix geschaut über David Beckham. Was also ich meine, bei ihm habe ich das Gefühl, ja, er hat gerne Fußball gespielt und so. Aber so nebenbei merkt man halt einfach, dass es aus der Traum war von seinem Vater. Der Traum, dass er bei Manchester United spielt und später für die englische Nationalmannschaft. Und er halt die ganze Zeit auch gefördert hat, du musst trainieren. Und wie man an dem mitbekommen hat, eigentlich nie geglaubt hat. Vielleicht gibt es auch einen Unterschied, ob du jetzt wirklich merkst, oder das Kind hat ein Talent für etwas und du willst es so wie unterstützen und pushen, weil das Kind halt einfach etwas nicht so ernst nehmen und nicht so weitsichtig sind und du als Elternteil denkst dir so, ja, wenn du jetzt dran bleibst, kannst du das und das erreichen, aber das ist jetzt nur gut gemeint, das ist wirklich so mega egoistisch, wie jetzt bei der Jenny McCurdy, weil ihre Mutter eigentlich das als für sich erträumt hat, in Schauspielerin zu werden, hat sie ihre Tochter schon als kleines Kind dort an die Castings gezerrt und was auch immer, ob es wirklich so egoistisch ist. Und das Thema, ich finde es auch mega spannend, darüber zu erzählen, was ist jetzt eigentlich wirklich der Wille gewesen und was sind die Eltern gewesen schlussendlich? Ja, es kommt ja nicht aus einem schlechten Ort, oder? Es kommt so aus dem heraus, ich will, dass es meine Tochter eben vielleicht mal besser hat als ich. Und meine Vorstellung von Glück war ja eben vielleicht gewesen, ich werde Schauspielerin, es hat nicht geklappt, also möchte ich jetzt alles machen, dass das meine Tochter nie kann, aber vielleicht vergisst man auf dem Weg mal zu fragen, ob das so okay ist, ob sich die Person das überhaupt wünscht und ja. Genau, aber bei unserem Buch war es ja mit dem Singen so gewesen. Ja. Die Mutter hat ja das Gefühl, das ist wie ein Zeichen auch wie von Gott oder so, weil ihr der Maya genommen wurde, aber sie sieht, eure Töchter haben so ein Talent und vielleicht ist das einfach keine Ahnung, so ein bisschen wie etwas, um den Schmerz ein bisschen zu lindern und auch ein Projekt für sie natürlich. Ja, so. Und sie vielleicht das Gefühl hat, das ist irgendwie ein Zeichen oder ein Geschenk, das wir annehmen und fördern. Aber ja, nie wirklich auf das gelassen, was ihre Töchter gesagt haben, bis es dann halt spät war in diesem Sinn. Ja, absolut. Ja, das ist halt so ein bisschen der Klassiker, oder? Das Kind so die unerfüllten Wünsche von ihren Eltern leben. Und ich denke, es ist auch noch schwierig, weil du ja das, eben, wenn du irgendwie aufwachst und dann wirst du gefördert, und es macht dir ja im besten Fall auch noch Spass, dass du das vielleicht gar nicht so merkst. Und dann bist du eben erwachsen und denkst so, das ist ja alles vorgeplant gewesen. Also das finde ich spannend bei den Kinderstars. Die haben ja dann auch immer so, eben wie bei Miley Cyrus, dann bleiben sie vielleicht in dieser Materie in, aber haben dann so Wrecking Ball, weißt du, so Ausbrüche und genau, das Disney-Image irgendwie zu cutten und ja, so. Mega. Sehr schwierig und gibt auch nicht eine einfache Antwort drauf. Weil vielleicht ist man den Eltern ja auch dankbar, dass sie ihm das ermöglicht haben. Und trotzdem stellt man sich die Frage, ja, was wäre denn, wenn sie mir mehr Freiheiten hätten gelassen? So. Also es ist auch wie auch so ein bisschen ambivalent, was es nicht einfach macht. Mega, ja. Aber es gibt es halt auch in anderen Bereichen. Es ist nicht nur im Showbusiness. Es kann auch sein, dass dich die Eltern jetzt so drängen, ich weiss nicht, Medizin studieren. Das ist schon ein rechter Klassiker. Ja. Anwalt, Arzt oder... Was gibt es? Irgendetwas Drittes und alle anderen Studiengänge oder Berufe gibt es gar nicht. Gut, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, hast du so Erfahrungen gemacht mit den Eltern, dass irgendetwas gewünscht wurde ist und du es dann wie gemacht hast, aber entweder Schule ist oder mit Hobbys oder keine Ahnung, wo du das Gefühl hast, das ist eigentlich gar nicht so dein Wunsch, aber du machst es halt ihnen zu lieb. Ja, ich habe über das nachgedacht, als ich mich vorbereitet habe. Aber ich glaube, ich hatte dort sehr Glück gehabt, weil ich wie nicht, so Erwartungen sind nicht rum gewesen. Also,
eben schon nur, dort kommt so auch mega darauf an, wie man aufwächst. Ich komme jetzt nicht irgendwie aus einer Akademikerfamilie, wo man davon ausgeht, man studiert und ganz klar, dass man irgendwie so eine Karriere verfolgt. Dort habe ich es ist mir, glaube ich, einfach wichtig gewesen, dass ich etwas mache, was mir Freude macht in diesem Moment. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, darum bin ich dann studieren, weil ich die Freiheit hatte, das zu machen oder nicht zu machen. Ich habe zuerst eine Lehre gemacht und dann habe ich mich irgendwie so für eben Sozialwissenschaften, Psychologie interessieren und bin darum auf den Weg gekommen, aber wirklich ohne Druck. Ich habe das Gefühl, sobald Druck da ist ja vielleicht auch wie ein Widerstand oder eben so, ich muss das jetzt machen. Also dort hatte ich wie sehr Glück gehabt. Aber es gibt sicher Bereiche, wo wie Erwartungen sind da waren, wo ich nicht ich weiss nicht, ob es eine Eltern-Kind-Beziehung gibt ohne Erwartungen. Keine Ahnung, wenn man sich das vielleicht selber überlegt, dass man mal ein Kind hat und dann man will ja einfach das Beste, oder man will einfach irgendwie, dass das Kind glücklich ist und man hat ja eben selber eine Vorstellung von Glück und vielleicht passiert es eben ganz automatisch, dass man das so ein bisschen einem Menschen wie überstülpt. So. Vielleicht gar nicht mal so bewusst, es muss nicht so krass sein, von wegen Kinderstar und Ja. du verfolgst jetzt ein krasses Ernährungsregime, dass du dann weiss nicht was, für eine Schauspielerin oder ein Model oder so wirst. Aber vielleicht machen wir das alles ein bisschen automatisch. Oder wie hast du das erlebt bei dir? Es ist mega schwierig zu sagen, weil ich bin jemand gewesen, ich hatte schon immer mega viel Interesse gehabt. Aber ich kann dir auch jetzt nicht sagen, ob es etwas ist, wo meine Eltern gar nicht, ich sage jetzt nicht gepusht haben, aber also jetzt ein Beispiel, irgendwie ich habe ja als Kind angefangen, Geige zu spielen. Das war zwar meine Idee gewesen, gut, weil irgendwie meine erste Lehrerin, also in der ersten Klasse, die hat Geige gespielt und ich habe das dann so schön gefunden, habe es auch wollen. Ja. Aber grundsätzlich die Vorstellung, dass ich vielleicht ein Instrument spielen sollte, das war schon da bei meinen Eltern. Ja. Aber jetzt nicht spezifisch welches. Oder auch jetzt wegen der Schule oder Studieren. Es ist ein bisschen schwierig, weil meine Eltern glaube ich schon immer wollen, dass ich studiere. Oh, ja. Aber einfach im Sinne von, wie sie gesehen oder sich gedacht haben, dass ich in der Lage dazu bin. Und dass sie das einfach schade gefunden hätten, wenn ich das nicht machen würde. Ich muss immer lachen, weil mein Vater ist so einer, der dann so der typische Ausländervaterspruch bringt. So, wenn ich deine Möglichkeiten hätte, wäre ich Bundesrat. Ich liebe es. Ja, aber also das kenne ich natürlich schon auch. Ich in 20 Jahren schon. Dass wenn jemand eben vielleicht nicht so viele Möglichkeiten hat und er auch viel dafür macht, dass eben wie der eigene Nachwuchs das mehr hat, dass man schon auch erwartet, dass man das nutzt. So. Dann war es eher das gewesen, aber nicht im Sinne von, ich muss jetzt etwas Spezifisches machen. Jetzt, meine Eltern haben ja nicht das Problem damit gehabt, dass ich, als ich den Bachelor angefangen habe, dass ich Sozialwissenschaften studiert habe. Ja. Meine Mutter hat sogar eher noch cool gefunden, dass ich nicht etwas zum Basics studiere. Gewisse Erwartungen sind schon da. Und ich glaube, es ist auch so, wenn deine Eltern da ankommen und dann hast du auch wie das Gefühl, du musst auch irgendetwas machen, damit du sie wie stolz machst. Ja, also das kenne ich auch. Ja. Wo irgendwie, also es ist noch herzig auf eine Art, aber auch ein bisschen bedenklich, wenn es eben, im Sinne von, wenn du vielleicht deine eigenen Wünsche zurückstellst, einfach weil du wie das einzige Ziel so ist, ich will sie wie stolz machen, oder was auch immer. Ich glaube, da muss man schon wie aufpassen. Nehmen wir jetzt mal an, man hat jetzt, also es sind grosse Erwartungen da, schon nur so etwas wie Leute, die so sagen, ich hoffe, ich habe schon mal Grosskind. Das finde ich im Fall auch noch krass, weißt du? Ja, schon ein bisschen. Wie löst man sich denn konkret von Erwartungen, wenn man aber seine Familie liebt und etwas zurückgeben möchte? Also weißt, gibt es wie einen Weg? Ich hätte jetzt gesagt, Cut them out. Ja, und manchmal muss das ja vielleicht sein, oder? Je nachdem. Aber das hat eine Ich glaube, Laura, die Lösung zu diesem Problem ist halt die Lösung zu vielen anderen. Oh, Achtung. Kommunikation. Yes. Leute sind halt immer skeptisch, vor allem, weil sie auch Angst um dich haben. Ja, genau. Und ich glaube, du musst einfach den Leuten erklären, wieso. Und vor allem Familienmitglieder werden dir auch immer ihre ungefragten Ratschläge geben und was auch immer. Ich glaube, das Ding ist, das, was du gesagt hast, was wichtig ist, dass man ja die Leute liebt oder sie auch einem lieben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und dann einfach so ein
das als Basis zu nehmen und dann so zu kommunizieren, hey, ich mache das jetzt wegen dem und dem. Wie würdest du das Problem lösen, Laura? Also ich als Life-Coach? Ja. Nein. Aber manchmal schon ein bisschen vielleicht. Ich denke schon, es gibt eine liebevolle Art, Erwartungen nicht zu erfüllen. So ein bisschen I love you and no. Weil ich habe immer das Gefühl, gesunde Liebe sollte sich so anfühlen, dass meine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse sich ja dürfen entfalten und das wie die Person will, dass ich glücklich bin. Und irgendwie meine eben Vorstellung von Glück leben. Und nicht einfach so, ja, mir würde es jetzt glücklich machen, wenn du das machst. So, ja, super. Ja, das ist nicht gut. Nein. Und was ich glaube auch noch schwierig finde, ist so ein bisschen, was mache ich denn, wenn ich Erwartungen nicht erfülle und es gibt aber negative Reaktionen drauf? Weil, weißt du, es ist ja noch einfach gesagt, so, ja, Erwartungen sind nicht da zum Erfüllen, aber es gibt ja immer eine Konsequenz drauf, wenn ich wirklich entgegen einer Erwartung, also es muss ja nicht mal Familie oder es kann ja auch Gesellschaft oder keine Ahnung, der Arbeitgeber oder so. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was das so auslöst. Oder wenn wir jetzt wieder zur Familie gehen und dort vielleicht immer wieder der Satz fällt, ich freue mich auf Enkelkind und so, du weißt eigentlich selber so, ich möchte aber keine. Vielleicht auch mal so ein bisschen im Kleinen üben, was ist denn, wenn ich Erwartungen mal nicht erfülle, was passiert denn, was kommt überhaupt für eine Reaktion, keine Ahnung. Mal am Sonntag halt nicht vorbeigehen. Obwohl man das immer macht und obwohl man weiss, die Eltern freuen sich, der darf mal Nein sagen. Und das gibt vielleicht einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie es dann auch im Grösseren könnte sein. Aber ich glaube, es ist auch einfach ein Aushalten, ja, weil es gibt immer Leute, wo es nicht wird passen, wenn man Gut, das ist halt seinen eigenen Weg irgendwie geht. Aber was mich noch Wunder nimmt, als ich so ein bisschen über das ganze Thema philosophiert habe, kommt man ja dann irgendwann noch zum Free Will. Ja, das habe ich auch. Habe ich mir auch notiert, ja. Ah, cool. Ja, aber wie merke ich denn, dass die Ziele, die ich verfolge, wirklich von mir gewählt sind und nicht von außen beeinflusst? Das kannst du gar nicht. Gell, es geht nicht. Das habe ich auch gedacht, weil jetzt auch wenn nicht Erwartungen von deinen Eltern kommen, ist es vielleicht das Umfeld sonst, die Kollegen, innen. So Irgendein Konformität. random Berufstest, den du online gemacht hast. Ein Buzzfeed-Quiz. Ja, voll. Was für eine Torte bin ich? Nein, aber es ist, ich will nachher die Quizzes nachher. Ja. Aber nein, ich glaube, das auch irgendwo durch. Es ist echt deine ganze Geschichte, alle Sachen haben dich so weit geprägt, wie du sozialisiert worden bist, etc., dass du die Entscheidung triffst. Also, ich weiss es nicht. Das ist das Thema, ich weiss es nicht. Ich bin eher auf der Seite, es gibt keinen freien Willen, aber ich weiss es nicht. Es ist wirklich schwierig. Aber ich denke schon, man merkt irgendwie, wir haben ja alle schon Lebenssituationen gehabt, wo wir uns vielleicht so ein bisschen etwas reinmanövriert, weil wir dann so gemerkt haben, ich will das ja eigentlich gar nicht. So. Also ich denke schon, wenn es wirklich intrinsisch selbst gewählt ist, so fest selber gewählt, wie es eben kann sein. Wir leben ja in Gesellschaft, also es kann wie, also, wir sind halt irgendwie in einem Kosmos drinnen, wo wir sehen, was machen andere Leute. Aber ich glaube schon, dass man es wie spürt. Ich war letztens in einer Situation, die wirklich nicht konform war. Okay, erzähl. Nein. Spill the beans. Nein, ich kann es hier nicht erzählen. Aber es geht eigentlich wie darum, dass ich wie in einer Situation war, wo eigentlich so von aussen so viele Stereotypen kannst wie darauf projizieren. Okay. Und ich habe aber so etwas gelebt. Es tut mir leid, aber ich kann es mir nicht ausführen. Es geht nicht. Und dann habe ich schon auch gemerkt, shit, ich habe jetzt gerade mega Mühe mit den Bewertungen und vielleicht eben auch Erwartungen, die von außen kommen. Und ich sage von mir eigentlich, ich bin nicht so eine Person, die etwas auf das gibt. Und dann habe ich so gemerkt, shit, ich bin die Person. Ja. Das ist schon spannend. Ja. Aber das ist wahrscheinlich das Gleiche, wie wenn jemand anders in so einer Situation bist, interessiert es dich vielleicht nicht, dann denkst du, gut für die Person. Ja, oder mutig, oder was auch immer. Ja, genau, wenn du selber magst, dann wie gleich nicht. Ja. Bist gleich nicht in der Lage oder so. Es ist krass. Wie fange ich denn an, wenn ich möchte herausfinden, was mir gefällt? Weil das ist ja so schwierig, oder? Wir leben ja irgendwie in einer Welt, die so individualistisch ist. Wir sind eine Generation, die sich selber irgendwie finden will und so. Wie finde ich mich das selber, Anita? Eat, Pray, Love. So sagen, sie zu dem Buch, aber ich habe es nicht gelesen. Du hast den Film? Ja, den Film schon 100 Mal gesehen, genau. Okay. Nein, aber so
ganz ehrlich, du probierst etwas und vielleicht scheitert es und dann probierst du etwas anderes oder du merkst einfach, es ist nicht dein Ding. Oder probierst es einfach mal aus, würde ich sagen. Du weißt es ja nicht. Das ist das Gleiche wie heutzutage. Ist es ja normal, dass du den Job wechselst. Früher hast du einfach den gleichen Job gehabt, bis du pensioniert worden bist. Ja. Und das finde ich auch schön, weil heute hast du nicht so... Du weißt einfach, du kannst irgendwo noch quer einsteigen oder du kannst deinen Beruf ändern oder was du machst ändern oder wie du schaffst ändern. Ich denke einfach, probier's es mal aus. Oder auch mit Hobbys. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher als mit einem Job oder so. Ja, ich denke, es ist auch nie zu spät, irgendetwas Neues an sich zu entdecken. Ja, also zum Beispiel in einem von deinen Lieblingsbüchern, «Das Café am Rande». Nein, das ist ein Trigger für mich, wenn ihr das nicht wisst. Ja. Dort sagen sie zum Beispiel, dass du wie... Ja, oder man muss ja auch nicht den Job kündigen und auf Timbuktu aufwandern und dort eine Elefantenfarm aufbauen. Ich liebe die Beispiele. Sondern du kannst ja 1 Stunde pro Woche etwas machen, was dir gefällt. Nein, nicht pro Woche, pro Tag. Einfach irgendetwas, was du nur machst, was dir gefällt. Und das finde ich darum noch schön. Weißt du, so ein bisschen, ja, wo fange ich überhaupt an? Es gibt so viele Möglichkeiten und das finde ich noch schön. Und es muss nämlich auch nicht immer, vielleicht musst du auch nicht immer deine Berufung zum Job machen. Es kann nämlich auch gefährlich sein. Das Gefühl, es tut die Kreativität recht beschneiden. Wenn du wie so findest, so, mein Job muss wie so erfüllend und eben wirklich eine Berufung sein. Mega schön, wenn es so ist, aber es muss nicht. Es kann auch etwas anderes als Lohnarbeit erfüllen. Natürlich sind wir auch privilegiert, dass wir überhaupt über das nachdenken können. Mega. Das ist halt krass, wenn er so denkt, andere Leute können sich die Frage nie in ihrem Leben stellen. Voll. Dass es jetzt erfüllend ist oder nicht, die müssen einfach überleben. Was vielleicht auch noch gut ist so, oder das ist aus meiner Erfahrung, dass sie wie so Dozierende oder Vorgesetzte oder einfach Leute, die lieben, was sie machen, dass sie die so als so inspirierend wahrnehmen und wie so ein bisschen schauen, wie machen es die denn? Es müssen gar nicht Personen sein, die man kennt, oder eben irgendein Doku schauen von jemandem, der ihm inspiriert. Und das hat mich immer weitergebracht. Weil ganz ehrlich, meistens sind ja so Selbstfindungsdinge, kann man irgendwie aus einer Krise raus, oder bei mir ist das auch so gewesen. Ja, so, Core-Life-Crisis. Ja, die habe ich etwa schon 3-mal gehabt, und er sich so ein bisschen, also, dass du aus dieser rauskommst, musst du ja wie wieder neue Wege einschlagen. Oder, eben, man ist so unzufrieden im Job. So. Vielleicht kann man sich auch mal fragen, was läuft denn jetzt schon gut? Weil ich zum Beispiel mal an einem Empfang gearbeitet und ich habe so viel über Menschen gelernt dort. Das war so irgendwie eine interessante Zeit gewesen, auch ganz nah beim Bahnhof. Das heisst, du hast viel Laufpublikum gehabt. Und du weisst halt nie, die Person kommt rein, du weisst nicht, was sie will und wie sie drauf ist und so. Und da sind alle abstruse Sachen passiert, also auch überfordernd, aber dann habe ich dann gewusst, okay, irgendwie liegt mir das noch und ich finde es spannend, wenn ich nicht weiss, da kommt ein Mensch rein mit ganz einer eigenen Geschichte, wie reagiere ich jetzt auf den? So. Und das war wie so der erste Samen gewesen, um dann so ein bisschen in die soziale Arbeit zum Beispiel zu gehen. Das ist ja mega spannend eigentlich. Ja, mega. Wie du sagst, man muss sich vielleicht auch mal auf etwas einlassen, weil es kann einem auf eine andere Art weiterbringen. Und auch das andere, was du gesagt hast, dass man etwas anderes machen soll, da stehe ich auch voll dahinter, dass gleich noch irgendwie Hobbys und so haben. Das habe ich auch lustig gefunden in diesem Buch. Mal über das Buch reden. Ist ja Vivian die Mutter. Denkt so über ihre Tochter, die älteste Ruth, nach. Im Sinne von, sie findet es irgendwie komisch, dass sie noch am Studieren ist, so als ob sie sich so, und dass sie irgendwie gesagt hat, ich gehe noch lernen, mit einer Lerngruppe, keine Ahnung was, dass sie so fokussiert auf ihren Plan B ist, weil in ihrem Kopf ist ja natürlich die Gesangskarriere der Plan A, und dann findet sie einfach so, sie sollte eigentlich ihren ganzen Fokus auf das legen. Und ich wäre jetzt jemand, der sagen würde, genau, nein, ich finde, das ist ja genau das Gescheite, wenn dann dich vielleicht auch mehr absicherst. Ja. Als das. Klar, es gibt Situationen, wo du musst jetzt das einfach machen und probieren und dann gehst du vielleicht das Risiko ein, aber einfach nur weil jemand sich da ein bisschen absichert, sagt, ja, das ist nicht gut, das finde ich dann auch ein bisschen komisch. Sehr. Wir machen eben Leute immer ein bisschen Angst mit so ganz genauem Lebensplan. Weil ich dann auch so das Gefühl habe, das löst dann ganz etwas Schlimmes aus, wenn da wie etwas nicht funktioniert. So ein bisschen offen sein für die Wendungen vom Leben, ich glaube, empfiehlt sich noch. Weil, spätestens dann, wenn mal etwas nicht funktioniert, dann musst du irgendeine andere Lösung finden. Und
Ja. Es wird irgendwann etwas nicht funktionieren. So. Das ist schon so. Und es ist, glaube ich, okay, wenn sich Pläne und Wünsche ändern und sich etwas nicht mehr gut anfühlt. Gerade eben vielleicht bei so einem Leben, wo sehr viel schon vorgespurt war, weil so die Child Stars und so, die haben sicher auch wie Spass gehabt. Weißt du, wie aufregend. Dann bist du auf dem Set und dann hast du ganz viele andere, die das auch machen und so. Aber dass du eben vielleicht irgendwann an einen Punkt kommst, wo das wie nicht mehr stimmt, das ist auch okay. Und dass man auf das dann auch reagieren darf, weißt du, so à la, nicht so Sunk-Costs. Ich habe schon so viel in das investiert, ich muss jetzt irgendwie weiterziehen. Das ist ja immer so der wie ein Kurzschluss, den wir machen, der nicht unbedingt stimmt. Gut, hey, wenn wir das Gespräch an dieser Stelle beenden. Ja. Wobei, ich muss noch etwas ansprechen. Es ist nicht ein Elefant im Raum, sondern Es ist ein Gepard. ein Gepard auf deinem Genau. Arm, auf deiner Haut. Ja, wenn ihr euch noch erinnern, die allererste Folge ist über Untamed gegangen. Und das Buch habe ich sehr gefeiert, Anita nicht so. Es ist eine sehr lustige Folge, geht es nochmal hören. Und ich habe jetzt ein Gepard-Tattoo aufgrund von diesem Buch, weil mich das so geprägt hat. Darum lest es unbedingt, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Wenn ihr mich kennt, ich tue euch sowieso schon seit Jahren immer wieder unter die Nase reiben. Leset Untamed und lasst euch dann vielleicht ein Gepard tätowieren. Genau, aber ja, sieht mega cool aus und passt zu unserem literarischen Podcast. Ja, ich bin gespannt auf die Vorschläge. Okay, und ich habe schon lange über das Buch nachgedacht, das ich jetzt vorschlagen würde. Und ich bin mir die ganze Zeit unsicher gewesen. Es kann auch sein, dass das Buch sein wird, das ich schlecht bewerte, obwohl ich es ausgewählt habe. Und zwar lesen wir «My Body» von der Emily Ratajkowski. Ich lese schnell die Beschreibung, wo ich auf Ohrenfüße gefunden habe. Bla bla. Offenbart Emily Ratajkowski, was es bedeutet, als Frau erfolgreich zu sein und sich in einer vom männlichen Blick geprägten Welt zu beweisen. In ihren ebenso klugen wie schonungslosen Texten hinterfragt Ratajkowski die Kultur der Fetischisierung von Mädchen und weiblicher Schönheit und kritisiert die Misogynie und Machtdynamiken innerhalb der heutigen Unterhaltungsindustrie. Dabei macht sie deutlich, wie schmal der Grad zwischen Stolz und Scham, zwischen Kontrolle und Ohnmacht, zwischen Einvernehmlichkeit und Missbrauch oft ist. Und vor allem zeigt sie, dass sie mehr ist als nur ein Körper. Ratajkowski ist ehrlich, verletzlich und wütend und macht sich mit My Body zu Verbündeten aller Frauen. Oh, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich sage, ich bin mir unsicher, weil es einfach ein Model ist, das darüber schreibt, wie ihr Körper wahrgenommen wird. Weil, was natürlich sehr einfach der Blick von einer Person ist. Oder nicht. So mit Thin Privilege und ja, so. Genau. Aber ich sehe es auch. Es ist sicher spannend, weil ich weiß nicht, wo du sie zum ersten Mal siehst, aber ich kenne sie seit dem Musikvideo von Robin Thicke, Blurred Lines. Von dort her kenne ich sie. Ich glaube, sie ist wahrscheinlich eine von den Leuten, die am meisten sexualisiert werden. Aber ich meine, ich habe gesagt, die Person ist so hot, die du hast erwähnt. Ja. Das sagt ja schon alles. Es würde mich auch wundern, ich glaube, sie selber auch vielleicht die Power, so wie ich es verstanden habe, wie zurücknehmen und keine Ahnung. Also ich bin mega gespannt auf das Buch. Ich bin auch sonst gespannt auf die Unterhaltung. Ja, in dem Fall beenden wir die Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer könnt ihr uns eine Bewertung abgeben oder einen Kommentar auf YouTube hinterlassen, weil der Podcast findet ihr auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf YouTube. Genau. Merci vielmals fürs Hören. Und viel Spaß beim Lesen.